Ja, ich wurde eben noch schon mal nach dem Koffer gefragt. Das ist der Koffer, den mein Vater, der war Schiffszimmermann, gebaut hat, als er dann viel zu spät, wie einige meinten, zur Marine eingezogen wurde. Und ja, ich habe den jetzt aus dem Keller geholt und dachte, er passt eigentlich heute hierher. Und da oben sehen Sie meinen Vater in jungen Jahren. Er wäre dieses Jahrhundert geworden. Dort unten sehen Sie Bilder von der Familie Heinze, um die es jetzt geht. Das einzelne Foto ist der erste Mann meiner Mutter und auf dem Gruppenfoto sind die Geschwister zu sehen, wovon nur das Mädchen überlebt hat. Ich widme auch diesen Teil der Lesung meinen Eltern, der Familie Heinze, zu der meine Mutter gehörte, bis sie Witwe wurde und mein Vater 1947 geheiratet hat. Wenn aber Christus, der gesagt hat, du sollst nicht töten, an seinem Kreuz sehen muss, wie sich die Felder blutig röten, wenn die Pfaffen, Kanonen und Flugzeuge segnen und in den Feldgottesdiensten beten, dass es Blut möge regnen, und wenn die Vertreter Gottes auf Erden Soldatenhämmel treiben, auf dass sie geschlachtet werden, und wenn die Glocken läuten Mord und die Choräle hallen Mord, ihr sollt eure Feinde niederknallen, und wenn jemand so verrät den Gottes Sohn, das ist keine Schande, das ist Religion. Tucholsky. Testament des Gefreiten Anton Heinze, Halle, 16. Februar 1939. Mein letzter Wille. Ich will, dass meine Mutter, Frau Marie Franziska Heinze, geborene Kanzi, sofort telegrafisch bei einem tödlichen Unglücksfall von meiner Person verständigt wird. Das Telegramm soll lauten: Meiner ewig geliebten Mutti und Familienangehörigen zum letzten Mal die besten und herzlichsten Grüße aus dem Himmel. Euer Sohn und Bruder Heini, in Klammern Anton Heinze. Verzeiht mir, wenn ich euch oft gekränkt und beleidigt habe, und schenkt mir die wahre und ewige Ruhe. Es war immer mein Wunsch, Soldat zu sein. Der Herr lasst mich als Soldat und dein Vaterland weiter streben. Gott hat so gewollt. In Klammern, diesen Spruch möchte ich auf meinen Grabstein. Anschrift meiner Mutter, Frau Marie Heinze, geborene Kansi, wohnhaft in Hamburg-Wilhelmsburg 1, Straße, Wollkämmerei Nummer 50. Ich will, dass meine Mutter, Frau Marie Franziska Heinze, geborene Kansi, Erbin meiner Versicherungssumme und sonstigen Gutes wird. Ich will auf den Friedhof zu Hamburg-Harburg 1 oder Ohlsdorf beigesetzt werden, bevorzugt Harburger Friedhof. Ich will, dass meine geliebte Braut Ilse Stocklosser, wohnhaft in Hamburg-Harburg 1, Moordamm Nummer 153, in Klammern Neuland, folgendes Telegramm erhält. Die allerletzten Grüße sendet dir meine liebe Ille, dein ewig geliebter Heini, Anton Heinze. Ich habe dich immer geliebt und ich will mit deiner Liebe in die Ewigkeit hineingehen. Meiner lieben Ille wünsche ich das Allerbeste, das große Glück. Ich will, dass meine geliebte Ilse Stocklesser Erben von 1000 Reichsmark von mir erhält, falls ich durch eigenes Verschulden in den Tod gerate. Todesursache, in Klammern Unfall, Absturz mit dem Flugzeug, Stolp in Pommern, 26. März 1940. Friedhofsverwaltung Harburg, Name Heinze, Soldat, ist beerdigt auf Friedhof 2, 11.1 im Grab Nummer 252, Klammer auf, Sarg Nummer 27, pro 1940, Klammer zu, Ehrenfriedhof.
Tagebuch, Auszüge eines Soldaten. Mittwoch, 21. Januar 1942. Heute wird bekannt, dass das Dorf Botschewoje morgen früh geräumt wird. 12 bis 15 Uhr Stellungsbau in der HKL Hauptkampflinie. Das Dorf soll, bevor die neuen Stellungen bezogen werden, abgebrannt werden. Vorbereitungen zum Abbrennen werden getroffen. Donnerstag, 22. Januar 1942. Um 3 Uhr wecken, von 3 bis 4 Uhr wird alles an und in den Häusern zerstört, damit die Bolschewiken nichts Brauchbares mehr finden. Punkt 4 Uhr werden alle Häuser angesteckt. Nun prägen sich uns Bilder ein, die wir zeitlebens nicht vergessen können. Das Schreien der Kinder, Weinen der Frauen und Mütter, die die letzte Habe noch zu retten versuchen, das Brüllen des Viehs, welche teils angesenkt herumläuft, teils in den Stellungen verbrennt, vereinen sich zu einem grauenvollen Bild. Der Himmel färbt sich vom Flammenmeer hellrot. Ein Inferno. Das große Dorf Botschewoje geht in Flammen auf. Wir verlassen das Dorf und beziehen neue Stellungen. Von der Höhe werfen wir noch einen letzten Blick auf das brennende Dorf. In der ungewöhnlich kalten Nacht haben sich viele das Gesicht, Hände und Füße angefroren. 43 Grad Kälte. Das neue Quartiersdorf Jakowenkowa erreichen wir um 8 Uhr. 8:30 Uhr schon Alarm. Nichts Besonderes. Russische Flieger greifen an, in Klammern ein Toter bei 21 cm Batterie. Ab 12 Uhr richten wir unsere neuen Quartiere ein. Brief von Franz Heinze am 8. Mai 1943 an seine Schwiegerin Elisabeth Heinze, geborene Haarmeister. Holland, den 8.5.43. Liebe Schwiegerin, deinen lieben Brief habe ich mit großer Freude erhalten, wofür ich mich sehr bedanke. Wie ich aus deinem Brief erlese, geht es euch ja noch gut zu Hause. Liebe Lieschen, ich bedanke mich vielmals dafür, dass du Mutter es gefragt hast. Es ist wirklich schade, dass ich Pauli nicht mehr gesehen habe. Vielleicht wollte es das Schicksal so, man kann es nicht wissen. Ich hoffe doch sehr, dass Pauli wenigstens meinen Brief erhalten hat. Schreibe mir bitte gleich Pauli seine Feldpostnummer, damit ich ihn dann schreiben kann. Bin noch gesund und munter, was ich ja auch aus deinem Brief ersehe. Liebe Lieschen, du glaubst, wie schlecht ich zu Wege bin, denn ich habe schon 8 Tage von meiner kleinen Irmgard keine Post mehr bekommen. Auch von Mama bekomme ich sehr wenig Post. Von Mariechen und Werner habe ich noch keine Post bekommen. Unser Dienst ist hier sonst ganz gut. Wir sind bald den ganzen Tag im Gelände und haben Geländeausbildung. Wir kommen Mitte Juni zu einem Ausbildungsplatz für 14 Tage. Ich hoffe doch, dass ich alles bestehe. Liebe Lieschen, wenn du mir einen Film besorgen kannst, dann schicke mir einen. Ich kann nämlich hier nichts bekommen. Ich will nun schließen, in der Hoffnung, recht bald wieder Post von dir zu bekommen. Grüße bitte deine Eltern und alle von mir. Es grüßt dich und kleinen Elke, euer Fränzchen. Grüße Paul vielmals von mir. 2 Briefe, auch von Franz Heinze, der bei der Marine war, an seine Eltern und Geschwister. An Bord am 6.3.44. Meine lieben Eltern und Geschwister, heute habe ich euren lieben Brief vom 29.02. dankend und mit großer Freude erhalten, wofür ich mich nochmals bedanke. Mir geht es soweit noch gut, was ich auch aus deinem Brief erlesen kann, liebe Mutti. Habe euch mitzuteilen, dass ihr stolz auf eure Söhne sein könnt, denn ich habe meine Auszeichnung und mehr will ich nicht haben. Ihr werdet staunen, wenn ich auf einmal als Gefreiter vor euch stehe. Meine Beförderung ist schon hier. Bei der nächsten Musterung werde ich meinen Winkel bekommen. Ich hoffe doch, dass ihr euch genauso freut wie ich. Also, liebe Mutti,
Bestimmt sagen kann ich es nicht, wann ich komme, aber in einer Woche spätestens bin ich wieder bei meine kleine Irmgard und bei euch zu Hause. Dann werde ich mal mit Papa einen Zechen gehen, denn es kann bestimmt keiner sagen, dass ihr keine tapferen Kinder habt. Ich sehe vorher noch nach Pauli und werde ihn gleich mitbringen, wenn es geht. Es freut mich sehr, dass ihr einen Stall habt. Wenn ich komme, kann ich gleich Kaninchenbraten essen. Auch werde ich mich in diesem Urlaub verloben. Ich hoffe doch, dass ihr nichts dagegen habt. Denn dieses Mal weiß ich mit Gewissheit, dass ein Mädel auf mich wartet. Möchte mich nochmals für die 4 Reichsmark bedanken. Sei bitte so gut und schicke mir keins mehr, denn ich kann es hier nicht gebrauchen. Bestelle Frau Gregel mal einen schönen Gruß und sag mal, ich ließe mich vielmals bedanken. Liebe Mutti, ich habe von meiner kleinen Irmgard 2 nette Päckchen erhalten. Sag Papa Bescheid, er soll mir keine Rauchwaren schicken, denn ich komme doch bald. Wenn ich komme, werde ich euch mal etwas erzählen. Hoffentlich kann ich Pauli gleich mitbringen. Wegen Kleiderstoff werde ich mal sehen, was ich machen kann. Sagt meine kleine Muschi, Lieschen und Mariechen mal, sie sollen viel Geld für mich sparen. Was für welches, werden sie wohl wissen. Nun möchte ich schließen. Verzeih bitte meine schlechte Schrift, aber ich muss jetzt um 24 Uhr auf Wache. Grüße bitte alle von Nummer 50, von mir auch Mieke, Lieschen, Pauli und meine kleine Muschi. Seid vielmals gegrüßt und geküsst von eurem Söhnchen Fränzchen. An Bord den 29.04.1944. Liebe Eltern und Geschwister, viele liebe Grüße und Küsse aus Italien sendet euch alle Fränzchen. Habe heute eure liebe Karte und den Brief dankend und mit großer Freude erhalten. Mir geht es gesundheitlich noch gut, was ich auch von euch hoffe. Liebe Mutti, wie du schreibst, habt ihr euer Land schon bearbeitet. Ich hoffe doch, dass ihr recht viel erntet. Wie du schreibst, habt ihr sehr schönes Wetter, was ich ja auch von hier sagen kann. Ich bin schon braun wie ein Neger. Lieber Vater, wie geht es dir eigentlich noch? Ich hoffe doch, dass du gut mit der Italiener auskommst. Lieber Papa, es freut mich sehr, dass du für mich Zigaretten sparst. Wenn ich in Urlaub komme, mache ich alles wieder gut. Wie ihr schreibt, habt ihr sehr viel Fliegeralarm. Auch hier sind sie den ganzen Tag. Ich hoffe doch, dass wir uns alle gesund wiedersehen werden. Unser Kommandant hat das Eichenlaub bekommen. Gleich bei der ersten Fahrt musste ein U-Boot dran glauben. Sonst macht mir aber alles noch Spaß. Auch unser altes Boot hat ein U-Boot versenkt. Mein alter Obersteuermann hat das EK-1 bekommen. Vielleicht kommt er auch auf unser Boot. Dann habe ich vielleicht wieder Glück, bald in Urlaub zu kommen. Liebe Mutti, es freut mich sehr, dass euch Irmchen oft besucht. Auch von August habe ich Post bekommen. Wie du schreibst, ist Pauli ja in Urlaub gewesen. Es freut mich sehr, dass Pauli Bladaracek lebt. Ich konnte es ja gleich nicht glauben. Ich hoffe doch, dass es mir nicht auch so geht. Na, vielleicht, wollen das Beste hoffen. Habe heute auch von Micke und von Irmchen Post bekommen. Es freut mich sehr, dass du oft nach Anton sein Grab gehst. Wenn ich in Urlaub komme, wird mein erster Weg auch nach Anton sein Grab sein. Denn längstens wird es mal Zeit, dass ich ihn auch mal aufsuche. Meine liebe Mutti, möchte ich fürs Erste schließen, denn es ist gleich wieder klar bei Hängematten. Grüße an Micke, Irmchen, Werner, Pauli und alle. Es grüßt und küsst euch alle, euer Fränzchen. Noch trauernd um unseren lieben Sohn und Bruder Anton traf uns abermals ein harter Schlag. Ein unerbittliches Schicksal nahm uns beim Terrorangriff am 6. August 1944 meine herzensgute Frau, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester und Tante Marie Heinze Bonne-Kansi im blühenden Alter von 54
im blühenden Alter von 54 Jahren und meinen lieben Sohn, unseren jüngsten Bruder Alfred, im Alter von 15,5 Jahren. In tiefer Trauer Anton Heinze, August Heinze und Frau Emmy, geborene Scharnberg, Unteroffizier Paul Heinze und Frau Elisabeth, geborene Hameister, Werner Tim und Frau Marie, geborene Heinze, Wilhelm Semper und Frau Hedwig, geborene Pilot, Franz Heinze, zurzeit vermisst. Enkelkinder und alle, die sie lieb hatten. Schaffen und Streben war dein ganzes Leben, für euch gekannt, weiß, was wir verloren.